the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors, He parted the raging sea. My God, He holds the victory. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. Shout out your praise. Oh, oh, oh. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Was He hung up on that cross, then He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. And we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, but now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. 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 We shout out your Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Silbern Church. So schön, dass ihr alle da sind, dass wir zusammen den Gottesdienst feiern. Wir möchten auch alle ganz speziell begrüßen, die zum ersten Mal da sind. Wenn du zum ersten Mal da bist, geh doch nach dem Gottesdienst noch raus zu unserem Connect Desk. Wir würden dich mega gerne kennenlernen. Auch du am Stream daheim, wo eingeschaltet hast, so cool bist du mit dabei. Können wir miteinander als silbernen Gottesdienst feiern. Wir möchten gerade weitergehen in Worship. Machen wir doch unseren Gott gross. Er hat es verdient. Gehst mit uns durch jede Stunde und jedes Früh.
Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. Da ist Frieden. Da ist Frieden, wo greifbar ist in jeder Lebenslage. Ja, wahre Frieden, wo höher ist als irdischer Verstand. Singen wir zusammen Immanuel, Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Du bist mit uns und du bleibst uns immer nah. Immer nah. Kein Berg, kein Star, kein Berg und kein Star kann uns trennen von der Güte jeder Tag. Jede Nacht, wie eine Wolke, wie ein Feuer, hast du uns voran. Aber du bist mit uns und du bleibst uns immer nah. Immer nah. Kein Berg, kein Star kann uns trennen von der Güte jeden Tag. Jede Nacht, wie eine Wolke, wie ein Feuer, hast du uns voran. Aber du bist mit uns und du bleibst uns immer nah. Immer nah. Du bist da. Und du bleibst da. Heiße Jesus, du bist da. Du bleibst da. Du bist da. Du bist da. Vater, du bleibst da. Herr Vater, wir stecken uns aus nach dem Wirken an dem heutigen Morgen. Wir danken dir, dass du da bist. Dass du uns verheißen hast, dass du mit uns wirst sein. Dass es nichts gibt, wo uns trennen von deiner Liebe. Und wir stecken das aus nach deiner Gegenwart am heutigen Morgen. Wir stecken das aus nach dem Wirken, nach dem Reden. Und ich lade dich ein, dass wir einfach in der nächsten Zeit du ganz vor Gott persönlich darfst sagen, so den Schritt auf Gott kannst du zumachen. Singen wir zusammen. Du bist da.
und du bliebst nah. Du bist da. Ja, du bist da. Und du bliebst nah. Singen wir zusammen, Immanuel. Gott ist mit uns. Immanuel, Gott ist mit uns. An jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns. An jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. Ja, bei Jesus. Kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart.
reach to heaven. Und Herr Jesus, an dem heutigen Morgen kommen wir zu dir, dem genialen Gott, dem einzigartigen Gott, dem selbstlosen Gott, dem es nicht um sich geht, sondern dem es um uns geht. Und du bist auch da heute Morgen, um uns zu dienen, zu uns zu reden. Du bist da, damit die Kraft von deinem Heiligen Geist in unserem Leben etwas tun kann, was wir menschlich nicht machen können. Du bist da, Herr, um uns zu sagen, was menschlich unmöglich ist bei Gott möglich. Du bist da, um uns zu sagen, dass deine Liebe und Barmherzigkeit kein Ende hat. Du bist da, um uns zu sagen, Herr, dass dort, wo wir scheitern, dass du Hoffnung hast für uns. Dass unser Ende dein Anfang ist in unserem Leben. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass du wirklich so genial bist und wir dich als der geniale Gott einfach dürfen loben und preisen, auch verkündigen. Und Herr, wir wollen nicht aufhören zu beten für unsere Freunde. Wir wollen dich nicht aufhören zu beten, dass du uns mit Menschen in Beziehung führst, Begegnungen schenkst, uns Gelegenheiten gibst, von dem genialen Gott dürfen zu erzählen. So wie der Paulus gesagt hat, betet für mich, dass der Herr mir viele Gelegenheiten gibt, die frohe Botschaft weiterzugeben. Denn Jesus, du bist der Leben verändert wie kein anderer. Amen. Amen, Amen. Hey, bevor du Platz nimmst, sag jemandem noch, wir haben einen guten Gott und den wollen wir Platz nehmen. Und unseren Teenager wünschen wir gottesreiches Segen. Geben wir doch unseren Teenager einen riesigen Applaus. Hey, komm mit euch. Gute Zeit. Jawohl. Also, einfach so genial. Immer wieder dürfen Sie sehen, Jesus kann Leben verändern. Letzte Woche sitzen bei mir 2 Damen im Büro. Die eine, die ist schon lange bei uns Mitglied in der Kirche. Und sie hatte eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, ich muss das mit Gott irgendwie, ich will das mit Gott irgendwie wissen, wie das wirklich ist. Und sie hat ihr erzählt von Jesus. Und sie hat gesagt, ja, es überzeugt mich noch nicht ganz. Ich will noch mit einem von dieser Kirche reden. Dann sind sie gekommen. Und kommt aus einer Familie, haben alle Karriere gemacht, seit ich bin 34. Aber ich will irgendwo ankommen. Und ich meine, ich mache nichts Lieber, als von Jesus zu erzählen, wie er mit Menschen umgegangen ist, was für Jesus alles möglich ist. Nach einer Dreiviertelstunde war die junge Frau dort und hat ihr Leben Jesus anvertraut. Tränen in den Augen gehabt und sich bedankt in aller Form. Und ich habe so gedacht, wie schön ist es jetzt für ihre Kollegin aus unserer Kirche, was sie jetzt einfach begleiten darf. Das Büchlein «Willkommen in deinem neuen Leben» mit ihr durchmachen. Und jetzt einfach für sie da sind. Jetzt haben sie die Woche schon abgemacht, haben sich wieder gesehen. Jesus möchte, dass wir Jünger machen, Menschen mitnehmen auf die Reise, ihn kennenzulernen. Und wenn irgendjemand unser Leben verändern kann, ist es Jesus. Und ich bin froh, haben wir so eine geniale und gute Botschaft. Ja, heute Morgen Jesus und Scheidung. Jemand hat gesagt, Matthias, wenn du kommst, gell, die geben immer die heißen Herdöpfel. Okay. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe zuerst auch ein bisschen bibbert auf die Predigt und jetzt, glaube ich, ist etwas daraus geworden heute Morgen, wo Gott uns allen dienen kann. Es ist eine Botschaft von der Hoffnung und es ist eine Botschaft von der Kraft. Und ich werde noch mal ganz kurz beten. Herr Jesus, dass du mir hilfst, dass ich heute Morgen mit dem Thema, mit der grossen Sensibilität für dich und auch für das Leben und das Schicksal von Menschen umgehe. Ich bete, Jesus, dass auch unsere Herzen dürfen offen sein und dass wir bei allem, was wir hören, den Geist von dir dürfen wahrnehmen, wo die frohe Botschaft von Jesus nicht nur hat gebracht für unsere Rettung, für den Himmel, sondern wo der Geist Gottes unsere Hoffnung ist in unserem Leben, mit jeder Lebenssituation dürfen fertig zu werden. Amen. In unserer Kultur ist Entscheidung ein grosses Thema.
Und wer es miterlebt hat, wer selber betroffen ist davon, der leidet sehr. Und zugleich sehen wir in der Bibel, dass Jesus ganz eine andere Sicht hat von Ehe und von Beziehung, als wir es als Menschen einfach haben. Und das ist das große Thema im Korintherbrief, wo Luca letzten Sonntag schon darüber geredet hat. Übrigens, wir machen den Kanzeltausch. Er ist in Zürich und ich darf da sein. Das ist eine tolle Sache. Ich weiss, Buchegg ist heute in guten Händen mit ihm. Und im Korintherbrief geht es darum, dass Korinther so geprägt waren von ihren menschlichen Gedanken und ihrer Kultur, dass der Paulus über Einheit, über Beziehungen, über die Sexualität, über die Ehe, über den Gottesdienst mit den Korinther einfach hätte müssen kämpfen und sagen, liebe Leute, ihr denkt noch so menschlich, ihr denkt so weltlich, ihr müsst lernen zu denken vom Evangelium her. Weil das Evangelium gibt allem in unserem Leben eine komplett andere Sicht. Und zwar eine radikal andere Sicht. Und ich würde sagen, ich sehe heute die Radikalität noch viel schärfer und klarer als vor 30 Jahren, als ich mit meinem Dienst angefangen habe. Und ich sehe die Kraft von dem Evangelium heute in einer ganz, ganz anderen Form noch, als ich es früher noch gesehen habe. Und ich hoffe, dass etwas von dem springen, auch an dem heutigen Tag. Wenn wir unseren Text lesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, 10 bis 16. Da sagt der Paulus, für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Und ebenso soll ein Mann seine Frau nicht wegschicken. Nun spreche ich zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Wir werden all die Sachen anschauen, was die bedeutet. Wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Ehemann hat und er bereit ist, weiter mit ihr zu leben, darf sie ihn nicht wegschicken. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann und durch den gläubigen Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Wenn aber der Ehepartner, der nicht an Christus glaubt, auf einer Trennung besteht, dann lasst ihn gehen. In diesem Fall ist der gläubige Partner nicht zum Zusammenbleiben verpflichtet, denn Gott will, dass seine Kinder, also nicht Kinder von den Menschen da, sondern seine Kinder, Kinder von Gott, in Frieden leben. Ihr Ehefrauen könnt nicht wissen, ob eure Ehemänner vielleicht durch euch zum Glauben finden. Und ihr Ehemänner wisst nicht, ob durch euch eure Ehefrauen vielleicht zum Glauben kommen. Und bevor wir in den Text hineingehen, lass mich 2, 3 Sachen einleitend noch sagen, die ich glaube, die ganz wichtig ist. Wir haben das ja schon mal über Ehe geredet und ich möchte uns einfach noch mal daran erinnern, die Ehe von Gottes Sicht her ist die Beziehung, der Bund, der auf ein lebenslängliches Zusammenleben hin angelegt ist, auf eine lebenslange Hingabe aneinander und wo unser Leben auch freudig machen soll, unserem Leben etwas geben soll. Es ist zugleich auch ein Ort, und ich glaube, ich kenne keinen anderen, wo wir mehr reifen in unserem Leben und in unserem Charakter als in der Ehe. Aber die Realität zeigt uns, dass durch die Sünde vom Mensch Ehen nicht nur zerrüttet sind, sondern Ehen geschieden sind. Und ich gehe heute mit grosser Sorgfalt an das Thema an, und zwar, weil ich weiss, und Fachleute bestätigen das, dass die Auswirkungen von einer gescheiterten Ehe den Mensch unglaublich tief trifft. Es kann zur schlimmsten Leidensquelle werden im Leben des Menschen. Und auf der Rangliste der psychisch belastenden Ereignisse im Leben von einem Menschen rangiert die Scheidung auf Platz Nummer 2 nach dem Tod von einem nahestehenden Familienangehörigen. Und was viele vergessen, das sind die Langzeitauswirkungen, die gravierend sind für Kinder, und zwar was ihre Leistungsfähigkeit anbetroffen hat.
Ganz besonders leiden, das ist noch interessant, Söhne unter der Scheidung von einem Ehepaar. Kinder aus Scheidungsfamilien haben ein erhöhtes Risiko, selber geschieden zu werden. Die Söhne haben 4-mal ein so hohes Risiko, geschieden zu werden, die Mädchen doppelt so hoch. Warum? Scheidungsrisiko wird vererbt. Weil Kinder nicht miterlebt haben, wie man Konflikt konstruktiv im Dialog lösungsorientiert löst miteinander. Und unsere Konfliktfähigkeit wird ganz stark geprägt aus unseren familiären Strukturen. Und wir nehmen das mit in eine spätere Beziehung. Und so haben wir es zu tun mit einem Thema, das sehr, sehr, ich sage jetzt, sensibel ist. Und wo auf der anderen Seite statistisch gesehen die Hälfte der Menschen in unserer Gesellschaft betroffen sind. Und die Realität sieht eigentlich noch mal anders aus als nur die Ehestatistik. Weil heute viele Menschen gar nicht mehr heiraten und auseinandergehen. Und wir nennen das nicht mehr Scheidung, wir sagen einfach, ja, es hat nicht funktioniert, wir sind auseinandergegangen. Und was sagt jetzt Jesus? Was sagt der Paulus durch das Wort von Jesus? Er sagt, für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Und übrigens, wenn ihr den Text durchgeht, dann gilt das immer reziprok. Das heißt, das gilt für Männer wie für Frauen. Ist es in der damaligen Kultur in Korinth ist es so gewesen, dass Scheidung weit verbreitet war. Anders als in der jüdischen Kultur, hat in der griechischen Kultur die Ehe oder die Scheidung von einer Ehe können von Mann und von Frau initiiert werden. In der jüdischen Kultur ist das nur vom Mann her möglich gewesen. Und das hat das Denken der Christen beeinflusst. Sie sind reingekommen, sind zum Glauben gekommen, aber ihre Kultur hat ihnen gesagt, weißt du, wenn es nicht geht in der Ehe, hey, versuch es ein bisschen und so, und wenn es nicht geht, dann kannst du dich scheiden lassen. Und der Paulus geht zurück auf das Gebot von Jesus, wo Jesus in den Evangelien gegeben hat, wo Jesus sagt, lasst euch nicht scheiden. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und er nimmt jetzt, und es kommt ein ganz wichtiger Punkt drin, er nimmt Bezug nicht einfach auf ein Gebot, sondern er nimmt Bezug darauf, dass ein Christ anders denkt und anders tickt. Schauen wir, ganz offen gesagt, ich habe viele Ehen auch begleiten durch grosse Krisen durch. Und ich stelle fest, nichts ist herausfordernder, als wenn Menschen durch eine Ehekrise gehen, zu denken und zu reagieren wie ein Christ. Mir ist immer wieder aufgefallen, wie in dem Moment das Menschliche überhand nimmt und das Christliche ausblendet wird. Und ich will ganz offen sagen, was Gott da Ihnen sagt, über das Zusammenbleiben, ist nur möglich durch die Kraft vom Evangelium und Kraft vom Heiligen Geist, wo das Leben dominiert, wo das Leben beeinflusst und unter dieser Herrschaft, wo wir stehen. Das ist die Kraft vom Evangelium. Und ein Christ denkt anders. Warum? Er sieht die Ehe nicht einfach als, ich sage jetzt, als eine erotische Beziehung zwischen zwei Menschen oder eine Zweckgemeinschaft oder ein WG mit Benefits, sondern er sieht Ehe als einen heiligen Bund von Gott. Er sieht Ehe als ein Bild drauf vom grossen, herrlichen Szenario, wo Jesus Christus einmal seine Brut, Gemeinde, wird ehelichen und Gemeinde von Jesus mit Jesus zusammen eine Ewigkeit wird verbringen. Darum trägt der Christ anders Sorge zu der Ehe. Er investiert sie in das hinein, in seine Ehe und sieht sie nicht einfach als einen Zivilstand oder einen Vertrag, sondern als einen heiligen Bund. Und was heilig ist, muss man heiligen. Das heißt, man muss mit der absolut notwendigen Sorgfalt umgehen. Und die Aussage hat grosses Gewicht. Warum? Schaut, es heisst, für einen Christ gelten neue Realitäten. Ein Christ soll lernen,
aus der Kraft vom Heiligen Geist zu leben. Er soll lernen, in der Liebe zu bleiben, auch im Reden. Er soll lernen, dass die göttliche Liebe, und übrigens um die geht es im 1. Korinther 13 und nicht um die menschliche Liebe, auch wenn es ein guter Text ist für eine Heirat und so und für eine Hochzeit. Aber es geht dort drin in dem Text eigentlich überhaupt nicht um die menschliche Liebe. Es geht um die göttliche Liebe, wo heißt, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie rechnet das Böse nicht an und so weiter. Und ein Christ muss lernen, dass die Liebe von Gott in sein Herz ausgegossen ist. Und er muss lernen, aus diesen Realitäten, diesen neuen Realitäten vom Christsein und von Christus, der in ihm lebt, zu leben. Und das ist die grosse Herausforderung. Aber es ist das, was möglich ist. Warum ist das möglich? Schaut, weil ein Christ Gottes Liebe und Barmherzigkeit selber erfahren hat. Kann er durch das, was er erfahren hat, etwas weitergeben, was er menschlich sonst nicht könnte und auch nicht will. Und für unsere Zeit, und ich sage das ganz bewusst all unseren Millennials, die da sind, der jungen Generation, geht nicht auf. Geht nicht schnell auf. Ich will es bewusst so sagen, jede Ehe kann eine Krise überleben. Ich will sogar sagen, nach dem heutigen Tag, nach 30 Jahren, 27, Schatz, sagen wir es raus, 28, gell, haben wir das Jahr gehabt, im August, 28, genau. Aber es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig mit dir zusammen, Schatz, so schön. Okay, und eine Ehe muss durch Krisen gehen. Wir lernen manchmal erst durch Krisen Charakter, Sorgfalt, Dialog, Sachen, die wir sonst nicht lernen würden. Und schaut, in einer Krise, auch in einer Ehe, wenn wir die als Chance sehen, sehen wir auch eine geistliche Dimension. Wir lernen Gott vertrauen in einer Ehekrise. Wir lernen persönliche Veränderung. Ich rede noch über das. Wir lernen zu hören auf den Heiligen Geist. Schau, der Heilige Geist ist nicht nur da für einen Gottesdienst oder für eine Kleingruppe. So wichtig, dass das ist. Der Heilige Geist ist da, um uns Ratgeber zu sein für das wichtigste Bündnis auf dieser Welt. Wir lernen Demut. Demut. Und wer von euch könnte ein bisschen Demut brauchen? Ich auch. Und weißt du, was du lernst? In der Ehe. Halleluja. Die Ehe ist kein Ort für stolze Göckel. Das steht nicht in meinem Konzept, das ist jetzt einfach. Und wir lernen Geduld. Geduld. Wir lernen Vergebung. Wir lernen, was wirklich Liebe ist. Trotzdem, ich glaube, muss es auch gesagt sein, dass Jesus Scheidung in einem Nebensatz in der Bergpredigt unter gewissen Voraussetzungen auch erlaubt hat. Er nennt das dort ehrliche Untreue. Und ich habe jetzt nicht Zeit, heute Morgen in eine Definition von dem zu gehen, sondern ich werde hier beim Text von Paulus bleiben. Und er sagt jetzt aber, wenn eine Ehe scheitert und wenn sie sich, Vers 11, von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Was meint Gott da? Er gibt uns eigentlich in dem Text zwei Ziele. Und er sagt erstens, wenn du durch eine Scheidung gegangen bist, das erste Ziel ist, bleib allein. Bleib allein. Und du kannst das durch Gottes Gnade. Warum ist das so? Liebe Freunde, aus dem ganz einfachen Grund, weil die zweite Ehe doppeltes oder höheres Risiko haben, wieder geschieden zu werden. Das ist ein Grund. Und das sagt, das eine sagt die Bibel, das andere, das sagt uns die Soziologie. Und das Zweite ist eben das, wenn du allein bleibst, geschieht etwas. Es eröffnet eine Möglichkeit, die sonst nicht da ist. Und zwar, das ist die Möglichkeit von der Rückkehr. Es ist die Möglichkeit von der Versöhnung. Und das ist keine Utopie. Ich bin selber
an der Wiederheirat von meinem geschiedenen Onkel und von meiner geschiedenen Tante. Nach 7 Jahren Scheidung haben sie wieder geheiratet. Aber sie sind beide durch einen ganz tiefen Prozess gegangen von seelsorgerlicher Begleitung, wisst ihr, was dort geschehen ist? Dort haben sie nicht den anderen mehr verändern, sondern haben sie sich verändert. Komm denn auf das, um auf das zu reden. Und ich möchte Folgendes sagen heute Morgen. Versöhnung ist keine Utopie. Versöhnung ist das Letzte, was du in deinem Herz fühlst, was du willst nach einer Scheidung. Ist das Letzte, was du willst. Aber Gott sagt, das Alleinsein ermöglicht, dass 2 Menschen in einen Prozess kommen können, und es braucht beide dazu, wo Versöhnung wieder möglich ist. Jetzt, ich weiss, es bleibt eine Frage offen, ja, kann man denn nicht mehr heiraten sonst? Und ich will es heute Morgen so sagen, die Frage der Wiederverheiratung ist sowohl sozial, rechtlich, wie auch von der Bibel her so komplex, dass ich heute Morgen nicht darauf eingehen kann. Es ist auch nicht Teil von unserem Text. Aber was wir machen, wir bieten als Pastoren Begleitung und eine Beratung an in solchen Situationen. Sonst gilt, allein bleiben oder zurückkehren. Und jetzt nennt Paulus, redet er nicht mehr zu christlichen Ehepaaren, sondern er redet zu den übrigen. Kommen wir gerade noch drauf, was meint er damit? Er sagt, ich spreche zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Und der Vers, der braucht 2 wichtige Auslegungen, dass wir den richtig verstehen. Wer sind die übrigen, von denen der Paulus da redet? Er definiert sie jetzt im nächsten Vers. Er redet von den Situationen von einer Ehe, wo jemand gläubig ist und jemand nicht gläubig ist. Das sind die Situationen, wo 2 Menschen ohne Jesus gelebt haben. Und einer kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt sagt er zu ihnen, ich habe kein Gebot vom Herrn in dem Vers 12. Muss ich nochmal zurückgehen aufs A, genau. Habe kein Gebot vom Herrn. Was meint er da damit? Schaut jetzt, Jesus hat über den spezifischen Fall von einem Gläubigen und von einem Ungläubigen nie gelehrt. Und was der Paulus meint, ist, was er jetzt sagt, hat nicht weniger Gewicht. Und er sagt nicht, das Erste, das ist von Gott, das Zweite, das ist einfach meine persönliche Meinung, sondern Paulus schreibt nach wie vor unter der Inspiration vom Heiligen Geist. Aber er sagt, Jesus hat über das nicht spezifisch gelehrt und er wendet die Lehre von Jesus über die Ehe auf eine Situation an, wo jemand gläubig ist und jemand nicht gläubig ist. Und er sagt, wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken und umgekehrt genau auch. Warum? Und jetzt sagt er, warum. Er sagt, der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Schau, der Paulus macht Folgendes, er sagt Folgendes, egal ob jemand gläubig ist und jemand ungläubig ist in der Ehe, das löst den Gedanken, dass Ehe heilig ist und dass Ehe schützenswert nicht auf. Es hat vermutlich zur damaligen Zeit unter den Korinther und denen, die gläubig geworden sind, die Angst gegeben, ich bin jetzt zum Glauben gekommen an Jesus, ich bin jetzt von Gott geheiligt, ich habe ein neues Leben. Wenn ich mit meinem ungläubigen Ehepartner Sex habe, wird mich das vielleicht verunreinigen. Das war ein Grund, warum es Menschen gegeben hat, seinerzeit, die gesagt haben, hey, dann will doch Gott vermutlich, dass wir uns scheiden lassen, weil ich will mich nicht mehr verunreinigen. Und der Paulus sagt, hey, da müsst ihr keine Sorge haben. Die Ehe steht über dem, ob jemand jetzt gläubig ist oder nicht gläubig ist. Weil die Ehe in sich als heilig vor Gott gilt, weil Gott sie ins Leben gerufen hat. Das umgekehrt, was auch wichtig ist, wenn es heisst, der ungläubige Mann ist durch die gläubige Frau geheiligt, bedeutet das aber nicht,
dass jemand, der einen ungläubigen Ehepartner hat, jetzt davon ausgehen kann, mein Ehepartner kommt zum Glauben an Jesus. Der Bibelvers gibt es nicht. Und es kann sein, dass dein Ehepartner, der nicht an Jesus glaubt, nie zum Glauben kommt an Jesus. Warum? Weil der Glauben an Jesus letzten Endes nicht abhängig ist von meinen Gebeten der Menschen, sondern von einer persönlichen Umkehr und Entscheidung für Jesus Christus. Jetzt aber, was heißt das? Es sagt er aber, schau mal, aber wenn du als Gläubiger mit jemandem Ungläubigen zusammen bist, dann ist die Person geheiligt und es hat auch einen Impact auf das Kind. Was meint der Paulus da damit? Ist ein bisschen komplex, aber ich werde es heute Morgen vereinfacht sagen. Der ungläubige Ehepartner ist gesegnet durch den Gläubigen. Und zwar, warum ist er gesegnet? Er ist gesegnet auf zwei Arten. Erstens, der ungläubige Ehepartner hat einen beständigen Zeugen von der Realität und von der Botschaft von Jesus Christus daheim. Das heisst, er hat Zugang wie kaum ein anderer in der Gesellschaft, jeden Tag etwas von Jesus zu lernen, jeden Tag etwas von Jesus zu erfahren, wenn er möchte, weil er einen Botschafter von Jesus daheim hat. Und das ist ein Segen. Und der zweite Segen ist dort, er hat einen Ehepartner, der sagt, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Der ungläubige Ehepartner dürfte davon ausgehen, durch den Glauben an Jesus wird meine Frau oder mein Mann zu einem besseren Mensch. Da wäre es Amen, zum Beispiel so die Idee. Warum? Weil Gottes Geist in dem Mensch wirkt und die Frucht vom Geist Gottes hervorbringt. Mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Durchhaltevermögen, mehr Selbstbeherrschung. Und Hand aufs Herz, wer jemand einen Ehepartner hat, der wächst in diesem Bereich, kannst du nur sagen, du bist gesegnet, wenn das da ist. Amen. Du hast viel mehr Frieden daheim. Und darum ist er gesegnet. Und es hat einen Impact eben auch für die Kinder, weil für sie genau das Gleiche gilt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind so eher zu Jesus dürfen finden, viel grösser ist. Jetzt will ich aber heute Morgen, nicht nur über die Scheidung reden, sondern ich will über das reden, wie kann man sich schützen vor einer Scheidung. Ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle irgendwo auch betrifft. Und ich werde uns heute Morgen 4 Schlüssel mit uns teilen. Erstens, wenn du Single bist, heirat nicht um jeden Preis. Frag dich mal, warum willst du heiraten? Wenn du sagst, ich will heiraten, um glücklich zu werden, meine Güte, bitte heirat nicht. Weil nur Gott kann dich glücklich machen, aber Menschen nicht. Ehe kann ein Glück sein. Aber wenn du dein Glück von einem Menschen hoffst und nicht von Gott, weißt du, was du machst? Dann muss dein Ehepartner anfangen, Gott zu spielen für dich. Wenn du heiraten möchtest, gibt die Bibel gibt 2 Leitlinien. 1. Korinther 7 heisst, da ist in einem anderen Zusammenhang, aber der Gedanke ist der gleiche. Dann ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es im Herrn geschehe. Das heisst, grundsätzlich sagt Gott, wenn du willst heiraten, du bist frei, wer du willst heiraten. Aber sie sagt, dass es im Herrn geschehe. Und wie müssen wir das auslegen? Es gibt 2 Auslegungen und ich denke, die sind nicht ausschliessend voneinander, sondern die gehören zusammen wie ein Päckchen. Die NIV übersetzt es so, das ist New International Version, dass der Ehepartner dem Herrn gehöre. Das heisst, wenn du heiraten willst und du gläubig bist, soll es im Herrn geschehen. Und das kann nur passieren, wenn du jemanden heiratest, der auch im Herr ist. In anderen Worten, der eben auch Gott nachfolgt. Oder die zweite Auslegung ist die, dass Gott Freude daran hat, dass es ein Wohlgefallen bei Gott auslöst. Die Bibel scheint uns zu zeigen, durch verschiedene Bibelstellen, dass wir am Schluss, wir sind frei zu heiraten, wenn wir wollen, aber nicht jeder ist im Plan von Gott für uns.
Und das hat damit zu tun, dass wir lernen, auf Gott zu hören, Gott zu fragen, wer ist es, was du für mich hast? Dass wir uns führen lassen von Gott. Dass wir auf gute Ratgeber hören. Ich weiss noch, 2 Menschen sind mal zu mir gekommen und gesagt, Matthias, würdest du uns trauen? Habe ich gesagt, ja schon, ich respektiere euren Willen, aber ich glaube nicht, dass ihr ready sind. Und ich bin Gott froh, haben die nicht geheiratet. Gott froh. Aber nicht die Pastoren, nicht die Kirche kann letzten Endes entscheiden, wer heiratet. Aber wir können die Menschen begleiten und sagen, lass es in Gott sein, lass Gott Freude daran haben. Lern die Person kennen, und zwar biblisch, nicht durch Sex. Lern die Person kennen durch einen Krisenmoment. Was triggert die? Wann wird sie verrückt? Das willst du wissen, und zwar vor der Ehe. Ich würde nie jemanden heiraten, den ich nicht vorher mal verrückt gesehen habe. Irrwort! Du heiratest unser Traumbild, ein Wunschbild von dir. Und der Mensch, der noch nie verrückt wurde, habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Doch einer, der hat Jesus geheissen. Aber der hat auch nicht, der hat sogar einen gerechten Sohn gehabt. Gut. Lern die Person kennen. Ich will eigentlich nur einen Punkt da machen. Charakter, Charakter, Charakter. Alles andere kannst du schreddern. Schönheit vergeht, Attraktivität vergeht, Erotik vergeht, Geld vergeht. Du kannst alles vergessen. Charakter, Charakter, Charakter. Nichts ist wichtiger, bevor man in eine Ehe hineingeht. Charakter ist das Gold der Ehe. Punkt Nummer 2. Nimm die Aufgabe ernst, den anderen kennenzulernen. Schau, es heisst in der Bibel, Gott hat sie geschaffen als Mann und Frau. Was heisst das? Gott hat Mann und Frau als psychisch und biologisch, psychologisch verschiedene Wesen geschaffen. Was heisst das für dich? Das heisst für dich, lern die andere Person als Mann und als Frau wirklich kennen. Und das ist eine Aufgabe. Frauen ticken anders als Männer. Und Männer ticken anders als Frauen. Was heisst das? Hey, Ehe ist eine Aufgabe. Ich muss mich mit dem Denken, mit dem Reden und Fühlen vom anderen auseinandersetzen. Ich muss es als eine Aufgabe sehen. Bedürfnis vom anderen kennenzulernen. Wahre Liebe sagt, nicht wie ich will, nicht meine Bedürfnisse zuerst, sondern wie tickst du? Was ist dir wichtig? Was bedeutet dir etwas? Gang ja nicht davon aus, du wüsstest alles über die Frauen, wenn du ein Mann bist. Und gang ja nicht davon aus, als Frau, du wüsstest alles über Männer. Und Männer wollen nicht nur das eine. Auch das stimmt nicht. Wir haben so Klischees in unserer Gesellschaft, wo eine Reduzierung von der Komplexität des Menschen uns vorgeben, wo wir so an der Realität vorbeigehen. Und das ist einer der Gründe, warum Menschen sich nicht wirklich kennenlernen und nicht auf die Bedürfnisse des anderen wirklich eingehen können. Wie sind Frauen? Ich will es so sagen, sie sind eher Menschen, die Bedürfnisse nach Schutz haben, nach Liebe, nach Kommunikation, nach Verständnis. Frauen nehmen Aussagen oft sehr, sehr persönlich. Und Männer haben eher das Bedürfnis nach Leitung, oft stärker sexuelles Bedürfnis, aber Wertschätzung und Ehre. Tief in den Männern drin. Lern sie kennen. 3. Lern die große Kunst von Vergebung und Versöhnung. Die Bibel sagt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem, und jetzt kommt ein Punkt, und ich habe den Eindruck, die einen Christen haben vergessen, dass das in der Bibel steht. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Ich bin vielleicht sehr scharf mit dem, was ich sage, aber ich kämpfe heute Morgen für den. Wer unversöhnt ins Bett geht, der gibt dem Teufel legal Recht in seinem Leben, in seinem Herzen zu wirken. Und liebe Leute, darum ist Versöhnung, Vergebung, Verständnis füreinander unter den Christen ist keine Option. Und das Letzte, was du willst, ist der Teufel im Haus. Das Letzte, was du willst, ist der Teufel im Haus, weil seine Macht ist kleiner als die von Gott, aber ist grösser als deine.
Und der Teufel hat so viel an Verblendung, an Blindheit in Ehen schon reingebracht, dass ich heute Morgen, ich kämpfe nicht gegen dich, ich kämpfe gegen den Teufel heute Morgen. Und wir müssen das lernen. Und ich weiss auch, er schießt mich auch an, um zu sagen, es tut mir leid. Ich weiss ja, 99% ist immer sie schuldig, in meinen Augen. Aber ich weiss eins, wenn ich es nicht mache, und Schatz, ich weiss, es ist natürlich meistens umgekehrt, aber ich habe nur mein Gefühl. Wenn ich es nicht mache, öffne ich dem Teufel an der Weinbergstraße 31 Türen und sage, welcome to the house. Wir müssen es lernen. Schaut, Unversöhnlichkeit löst ein geistliches Problem aus. Wir geben dem Teufel Macht über uns. Wir werden böse, wir werden bitter, hart, unversöhnlich. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir sehen nicht mehr klar. Wir sehen nicht mehr klar. Sünde macht uns blind für die geistliche Realität und auch für die effektive Realität. Konflikt löst man, indem man sagt, komm, ich will dir zuhören. Ich will dich ausreden lassen. Ich stelle Fragen. Ich will verstehen, weil ich zweifle an meinem Verständnis für dich. Ich will um Vergebung bitten, zum Frieden beitragen, gemeinsame Lösungen suchen. Wer von Anfang an lernt, in einer Beziehung zu beten und zu Gott zu kommen, der wird damit eben auch von Gott ausdrücken, ich habe es nicht im Griff. Ich kann noch so viel über Ehe wissen, aber ich habe mein eigenes Herz letzten Endes nicht im Griff. Und ich habe meine eigene Seele nicht im Griff. Ich brauche Gott. Und das ist die Demut, die jede Ehe braucht. Und das Vierte ist, dass Ehe gelingt, dass wir uns verändern lassen. In Matthäus 7,5 heißt, zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ich kann mich erinnern, eines Tages eine Frau zu mir und gesagt, Matthias, mein Mann ist kaum, nachdem wir das erste Kind hatten, ist er mehrmals fremd gegangen. Ich wollte ihn rausgehen. Und Gott redet zu mir, ich habe euch zusammengeführt, ihr bleibt zusammen. Und sie hat gesiracht. Sie hat gesiracht. Also, verstehen das Wort? Sie ist emotional laut geworden. Hat ihm natürlich alles gesagt, oder, was man sagt in so einer Situation. Und Gott hat ihr gesagt, weißt du was? Weißt du, wer muss schaffen als ich in dieser Beziehung? Du! Dann sagt sie, aber er hat es gemacht. Gott hat gesagt, du bist auf meinem Plan. Du musst dich verändern. Und sie hat gesagt, Herr, ich wüsste nicht was. Und dann hat Gott gesagt, eben genau das. Genau die Einstellung. Und sie hat gesagt, Matthias, ich gehe jetzt in einen Prozess. Also das war in dieser Zeit, jetzt nach 3 Jahren, ich habe gelernt, auf die Schnur zu hocken. Ich habe gelernt, über meine Verletzungen zu kommen. Ich habe gelernt, Geduld zu haben. Ich habe gelernt, Hoffnung nicht zu verlieren. Ich habe gelernt, Gottes Geist mehr zu vertrauen als meinen Gefühlen und meinen Gedanken etc. etc. Ich habe so viel gelernt, Matthias. Ich kann dir sagen, ich bin heute ein ruhiger Mensch geworden. Ich rede nicht mehr gerade. Ich höre. Und in diesem einen Gespräch sagt sie, jetzt ist zum ersten Mal nach 3 Jahren ist mein Mann gekommen und hat gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Schau, von außen gesehen hat er mir gesagt, es ist so klar, wer den Fehler gemacht hat. Aber schau, Gott sagt, hey, schaff nicht am anderen, du kannst den anderen nicht verändern. Schaff an dir. Schaff an dir. Schaff an dir. An diesem Balken, schau, du gewinnst den anderen durch nichts mehr als durch deine persönliche Veränderung. Darf ich es nochmal sagen? Du gewinnst den anderen durch nichts mehr als durch deine persönliche Veränderung. Und ich glaube, jetzt können wir nur noch dort landen und das ist bei Jesus. Das Thema ist so herausfordernd für uns menschlich. Und ich will ganz offen sagen, wer da ist und sagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben, sage ich,
Da würde ich sogar dir recht geben, wenn du sagst, ich kann mit dieser Predigt heute Morgen gar nicht viel anfangen. Das ist halt die Realität vorbei vom Leben. Würde ich dir recht geben. Aber weil ich weiss, dass Jesus und das Evangelium von Jesus Kraft von Gott ist, nicht unsere Kraft, Kraft von Gott ist, das möglich zu machen, was wir menschlich nicht können, es auch möglich zu machen, dass wir uns verändern können, dass Gott in uns wirken kann. Darum habe ich eine tiefe Überzeugung, dass es eine Botschaft ist von der Hoffnung, die erlebbar ist und die eine Realität kann werden für unser Leben. Und das gilt zuerst einmal, ganz kurz gesagt, es gilt für die da sind und sagen, ich bin geschieden, Matthias. Hätte ich das vielleicht vorher gewusst, von heute Morgen, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber ich will dir eins sagen, im Jeremia 30 hat Gott ein Wort für dich. Und er sagt zu dem Vers 17, ich will dich wieder gesund machen. Und ich will deine Wunden heilen, spricht der Herr. Weil man dich nennt, die Verstoßene und Zion, nach der niemand fragt. Lass mal, wenn du irgendwo geschieden bist, verstoßen bist, was auch immer du erlebt hast, Gott bleibt nicht dort stehen, sondern er sagt dir, ich will dich gesund machen und deine Wunden heilen. Das ist Jesu Verheißung an dich. Schau, das Evangelium ist nicht das, wenn wir Gottes Gebot nicht haben können leben, wenn wir gescheitert sind, dass Gott dann sagt, finished, sondern dass Gott sagt, Komma, jetzt kommt das Evangelium drin. Gott hat eine Botschaft von der Hoffnung, wenn du geschieden bist. Zweitens, wenn du da bist und deine Ehe geht durch eine Krise, Gott sagt dir, bei allen Emotionen, bei allen Gedanken, die du hast, bei allem Frust, vielleicht alle Enttäuschungen, die du erlebst, vertraue von ganzem Herzen. In Sprüche 3, 5 bis 6 auf den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg weisen. Und er sagt dir damit, los, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Meint nicht nur deinen Intellekt, sondern verlass dich auch nicht auf deine Emotionen. Bau deine Zukunft nicht auf deine Gefühle, nicht auf deine Enttäuschung, nicht auf das, wie es dir menschlich geht, sondern vertrau Gott. Vertrau Gott. Und er wird dir den Weg zeigen. Er wird dir helfen in deiner Situation. Gott hat Antworten. Und er hat eine Antwort vom Verständnis, wo Gott dir sagt, ich verstehe, wenn du im Trouble bist, aber er sagt dir auch, ich habe aber auch einen Weg. Das Erste tröstet unsere Herzen, das Zweite gibt uns eine Perspektive. Drittens, wenn du ein Kind bist von Geschiedenen, aus einer geschiedenen Familie, los, es heißt in der Bibel, Gott ist ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Und ich möchte dir eins sagen, die Statistik, dass du als Kind durch eine Scheidung viel grösseres Risiko hast, 4-mal so groß bei den Jungs, doppelt so hoch bei den Mädchen, kann durch das Wort von Gott zerbrochen werden. Und du musst nicht unter dieser Statistik stehen, sondern weißt du was? Wer heimkommt zu Gott, erlebt, dass das, was er erlebt hat, nicht in seinem Leben sich wird wiederholen im eigenen Leben. Aber du musst heimkommen. Du musst Gott an deinem Herz wirken lassen. Du musst Gott Zugang geben, um zu sagen, Herr, ich habe viele Sachen miterlebt, die sind nicht schön, sie sind traurig, aber ich will bei dir ankommen und ich will bei dir in deinem Haus, in deiner Church, in deiner Kirche. Ich will mit anderen, ich will lernen, was ich nicht lernen konnte. Gott hat eine Hoffnung. Und wenn du Single bist heute Morgen, frag dich nicht in erster Linie, wer hat Gott für mich, sondern frag dich, wie kann Gott in meinem Leben so wirken, dass ich der Mensch werden kann, der der andere einmal braucht. Lass Gott heute in deinem Leben vielleicht auch Sachen hineinlegen, wo du weißt, da bin ich ein ekliger Sieg manchmal.
Entschuldigung, ich habe gestern so ein bisschen ESAF geschaut und so. Das ist ein bisschen ruppig und so, auch die Sprache so. Wenn die Schwinger miteinander sind. Aber wirklich. Und du sagst, ich bin einfach so, wie so mit Kanten und Ecken. Bin ich einfach so. Nein, bist nicht so. Lass dich von Gott und seinem Geist verändern. Und dann kann Gott aus dir etwas machen, der eine tragfähige, harmonievolle Beziehung aufbauen kann. Ich danke euch vielmals, habt ein bisschen Geduld heute Morgen. Ich will Folgendes machen. Ich will heute Morgen uns einladen zum Gebet. Stehen wir doch auf miteinander. Ich will heute Morgen wirklich einfach beten für uns alle. Ich will beten für die Ehepaare. Ich will beten für die geschieden sind. Ich will beten für die in Schwierigkeiten sind. Ich will beten für die Single sind. Ich will beten für die leiden unter einer Scheidung. Und ich möchte dich segnen. Segnen bedeutet, dir zusprechen, dass Jesus antworten, dass Jesus Kraft hat. Dass deine Situation, wo du jetzt bist, das nicht das letzte Kapitel ist von deinem Buch, sondern dass du heute Morgen kannst mit Gott ein neues Kapitel von der Hoffnung, von der Kraft, von der Stärke vom Evangelium aufschlagen. Und ich möchte dich bitten, wenn du da bist und du sagst, jawohl, ich möchte die Kraft von Gott für meine persönliche Situation einfach empfangen, dann streck doch deine Hand einfach aus zu Gott. Streck deine Hand aus zu Jesus und sag ihm, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich will dir heute Morgen einfach bekennen, ich weigere mich, das allein zu schaffen. Ich weigere mich, mein Vertrauen einfach auf mich zu setzen, sondern ich will heute Morgen mein Vertrauen neu auf dich setzen und die Kraft vom Evangelium. Und Jesus, am Kreuz von Golgatha hast du all unsere Schmerzen, hast du all unsere Not, hast du all unsere Sünden auf dich genommen. Wir kommen heute Morgen zu dir und legen es dir einmal mehr an und sagen, Herr, vergib uns für unsere eigene Schuld, für unsere eigene Lieblosigkeit. Vergib uns dort, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Reinige unsere Herzen und heil du zugleich auch Herzen. Ich bete für all die, die geprägt sind, die nachher von ihren Herzen vielleicht schwerst tragen. Herr, berühre du Herzen, heil du Herzen durch deine wunderbare Gegenwart an dem Morgen. Ich danke dir dafür. Du bist der Heiler, du bist der Vater von der Waisen, von der Witwe. Du bist der Herr von denen, die verlassen sind, die vielleicht auch in einer Ehe stehen, und es fühlt sich aber an wie eine Wege mit viel Distanz. Du bist dort. Und du bist als der Heiler heute Morgen, der dort reingeht. Und Jesus, ich bete mit uns allen, lehr du uns, der Kraft vom Evangelium zu vertrauen, der Kraft von deinem Heiligen Geist. Wir wollen dich ganz neu nochmal heute Morgen auch wenn du schon in uns lebst und in den meisten lebst, die da sind, wir wollen dir sagen, Jesus, wir wollen dich einfach ganz bewusst nochmal in unser Leben aufnehmen und sagen, komm mit deiner Gegenwart, wie wir es gesungen haben heute Morgen. Füll unsere Herzen mit deiner Gegenwart, füll unsere Gedanken mit deinen Gedanken. Lass es nicht zu, dass dort, wo der Teufel Raum bekommen hat, dass er dort bleibt. Herr, wo wir dir Raum haben gegeben, durch Unversöhnlichkeit, vergib uns, reinige du uns. Wir wollen wirklich Buße tun, wir wollen umkehren und sagen, es tut uns leid, Jesus. Ich glaube, niemand checkt das in diesem Moment. Aber vergib du uns, Herr. Und berühre unsere Herzen, dass unsere Leben dürfen Herzen von der Versöhnung werden, Herzen vom Frieden dürfen werden. Und Jesus, ich bete, dass du heute Morgen einfach so unsere Gedanken und Herzen jetzt auch füllst, mit ganz neuer Hoffnung für das, was vor uns ist. Du bist ein Gott von den Plänen. Du bist ein Gott, der Lösungen schenkt. Du bist auch ein Gott vom Neuanfang. Halleluja. Und ich danke dir, dass das Evangelium Kraft von Gott ist. Kraft von der Hoffnung für jeden, der glaubt. Halleluja. Halleluja. Amen.
jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. Ja, Jesus, kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der kann es trennen von der Güte jeden Tag, jede Nacht, wie eine Wolke, wie ein Feuer, gehst uns voran. Aber du bist mit uns und du bleibst uns immer nah, immer nah. Ich kann weg, ich kann stehen, kann es trennen von der Güte jeden Tag, jede Nacht, wie eine Wolke, wie ein Feuer, gehst uns voran. Aber du wirst, du bist mit uns und du bleibst uns immer nah, immer nah. Ich kann weg, ich kann stehen, kann es trennen von der Güte jeden Tag, jede Nacht, wie eine Wolke, wie ein Feuer, gehst uns voran. Aber du wirst, du bist mit uns und du bleibst uns immer nah, immer nah. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. Oh Jesus, kommst mit der Gegenwart. Mit der Gegenwart. Du bist da. Du bleibst nah. Du bist da. Du bleibst nah. Du bist da. Du bleibst nah. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart.
jeden Tag, jede Zeit, jedem Ort. Bist du mit uns, Halleluja. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Immanuel, Gott ist mit uns, an jedem Ort, zu jeder Zeit, kommst mit der Gegenwart. Kommst mit der Gegenwart. And I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy
every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Ich bin immer noch so begeistert von unserer Gebetswoche, die wir diese Woche hatten. Und ich würde mega gerne noch etwas mit euch teilen, was diese Woche passiert ist. Und zwar haben wir eine Person aus der Gemeinde, die war noch nicht 30 und die hat einen Schlaganfall gehabt. Wir haben das am Dienstag erfahren. Wir haben uns zusammengetan und gesagt, hey, das kann nicht sein, wir möchten beten für diese Person. Wir haben alle zusammen gebeten am Dienstagabend. Und am Freitagabend haben wir gehört, dass alle Tests von dieser Person, die sie ins Spital machen musste, dass alle gut rausgekommen sind. Und ich finde das so genial, dass wir als Kirche, als Familie zusammen einstehen und füreinander da sind. Und ich glaube, das ist kein Zufall, das ist nicht einfach irgendwie zufällig, dass all die Tests gut rausgekommen sind, sondern das ist, weil wir glauben, dass unser Gott Kraft hat und Wunder kann tun. Und wir wünschen uns das noch viel mehr bei uns, dass wir noch viel mehr so Sachen erleben dürfen. Und wir möchten auch darum heute Morgen die Möglichkeit geben für Kollekte. Du siehst die Möglichkeiten hinter mir eingeblendet. Du hast vor dir am Stuhl einen Twint-Code, wo du kannst twinten. Es hat Einzahlungsschein im Foyer und es hat ein Team, das jetzt durch die Reihe gehen wird. Wir möchten dir Danke sagen für alles, was du da beiträgst. Und es ist selbstverständlich freiwillig. Und lasst uns weiter nachher im Worship unseren grossen Gott ehren. Er ist so genial. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Wir haben so einen guten und genialen Gott. Yes. Jetzt, schon bald, in ein paar Wochen, ist unser Ladylike. Und ich könnte euch jetzt ganz viel dazu erzählen, aber es gibt eine Person, die das sicher besser kann als ich. Darum, Judith, erzähl uns, was uns alles erwartet am Ladylike. Liebe Silberlis, ihr wisst, ich liebe euch alle sehr und ich liebe es, mit euch Silbern Family zu sein. Aber mein Herz schlägt ganz besonders für unsere Ladies und unsere Young Ladies. Und darum freue ich mich mega auf den 20. September, wenn wir hier zusammenkommen werden. Die Vorbereitungen laufen schon seit Monaten auf Hochtouren und es wird einen fantastischen Tag geben mit tollen Referentinnen, einem mega coolen Programm, wo sicher für jede Frau etwas dabei ist. Aber wisst ihr was? Das Ladylike ist viel mehr als nur irgendein netter, schönes Event mit ein bisschen Farben und Glitzer und so, sondern das Ladylike ist aus einem Herzensanliegen geboren worden, dass wir Frauen bei uns in der Kirche, in unserem Alltag mit Gott dürfen erfrischt und ermutigt werden.
inspiriert werden aus der Gemeinschaft miteinander. Kirche, Familie gibt es nur im Miteinander. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn wir Frauen auch uns untereinander ermutigen. Das Ladylike ist geboren worden aus dem Anliegen, dass wir in der Gegenwart von Gott erfrischt werden. Und an dem Tag wird das geschehen. Es wird eine Ladylike-Oase geben, wo du Gott kannst persönlich begegnen kannst. Wir werden hören, das Gebet haben, wo Frauen für dich beten, für dich auf Gott hören. Und Gott ist da. Ich bin schon lange mit Gott unterwegs und ich weiss eins: Er wird uns beschenken an dem Tag, er wird dich beschenken. Er wird zu dir reden, weil er ist so voller Liebe, so voller Güte für dein Leben. Und das Ladylike ist geboren worden aus dem Herzensanliegen, dass wir unser Leben, das wir haben, von Gott mit Begeisterung leben. Hey, wir haben einen grossen Gott. Ein Leben mit ihm, er wohnt in uns. Hey, das bringt uns doch zum Strahlen, das bringt uns zum Leuchten, weil wir mit dem Gott leben dürfen. Jede von uns, so wie sie ist, in ihrer ganz eigenen Farbe. So sage ich das, die einen knallig, die anderen mehr dezent, aber jede von uns in ihrer Farbe. Alive and in Color ist das Thema des Tages. Und wisst ihr was? Ich wünsche mir eine Kirche mit Frauen, die sich selber in ihrer Farbe annehmen und lieben und durch das auch die anderen mit den Augen von Gott sehen und die anderen Farben mit Freude sehen und nur im Miteinander etwas Wunderbares kann entstehen. Ich wünsche mir eine Kirche mit Frauen, die einander anführen, ermutigen, die füreinander da sind und sich nicht vergleichen oder verurteilen oder kritisieren. Ich wünsche mir eine Kirche, die immer wieder neu ihr Herz von Gott erfrischen lässt, von dem Gott, der alles für uns gegeben hat. Und ich wünsche mir eine Kirche mit Frauen, die eben das so begeistert leben, in ihrem Alltag mit Gott. Hey, das Leben mit Gott ist nicht irgendwie grau, langweilig, lahm, anstrengend. Hey, das Leben mit Gott ist alive and in color. Und darum bist du dabei, melde dich an, melde auch deine Young Ladies an, deine Töchter ab 11. Es wird ein geniales Programm für sie geben. Ich habe Nina immer gesagt, da hockt sie macht das so genial. Ich habe immer gesagt, ich schminke mich mega dick, dass alle meinen, ich sei ein bisschen jünger und melde mich für die Young Ladies an. Also wenn du Töchter hast, melde sie unbedingt an. Und wenn du Hilfe brauchst, bin ich an einem von meinen Lieblingsorten in Silbern, nicht in der Küche, neben der Kaffeebar, und ich helfe dir gerne beim Anmelden. Ich freue mich mega auf euch, auf den Tag mit Gott und was er will tun. Habt euch lieb und ich sehe euch alle dort, also alle Frauen. Danke vielmals, Judith. Leider bin ich keine Lady und kann darum nicht dabei sein, aber ich tue dafür meine Frau freisetzen, dass sie dort gehen kann. Genau, dann dürfen wir auf nächste Woche schauen. Am nächsten Freitag haben wir eine Unlocked Night für alle von 15 bis 23. Wir gehen durch unsere Serie 10 Fragen, die sich jeder junge Mensch mal stellen sollte, zum Thema, wie kann man heute überhaupt noch an Himmel und an Hölle glauben. Mega spannend, bist unbedingt dabei. Dann am nächsten Sonntag haben wir unseren Tag-Gottesdienst mit dem Pastor Abraham aus Indien. Mega eine coole Gelegenheit, zum Freunde und Nachbarn einladen, die Jesus vielleicht auch gerade noch nicht kennen. Es ist immer so spannend, wenn jemand aus seinem Leben erzählt, das macht es so nahbar, so fassbar. Darum überleg dir doch noch, wer könnte ich dort mitnehmen und lade die Leute ein. Genau. Dann freue ich mich, dass wir heute auch noch etwas ganz Spezielles ansagen dürfen. Noch ein bisschen weiter raus. In 2 Wochen, am 14. September, machen wir wieder ein Erntedankopfer, das wir erheben werden. Was ist denn genau ein Erntedankopfer? Sehr gute Frage. Gut, habt ihr die gestellt. Ein Erntedankopfer ist eine Kollekte, die wir zusätzlich einmal im Jahr erheben wollen, einfach aus Dankbarkeit für den Überfluss, den wir hier in der Schweiz haben. Uns geht es so gut und aus dem Überfluss heraus möchten wir da etwas zusammenlegen. Und das diesjährige Erntedankopfer ist für den Balkan bestimmt.
Weil obwohl der Balkan christliche Wurzeln hat, gibt es im Balkan nur sehr wenige Menschen, die eine lebendige Beziehung mit Jesus haben. Und wir möchten die Gemeinden und auch unsere Geschwister im Glauben aus dem Balkan unterstützen und ermutigen, indem wir Projekte für Gemeindegründungen, Evangelisation, Schulungen und auch die Verbreitung von christlicher Literatur unterstützen möchten. Und wir dürfen jetzt zusammen einen Videoclip sehen, der uns noch mehr einen Einblick zu dem gibt. Der Balkan, wie wir ihn aus Ferienprospekten kennen, eine Region reich an unberührter Natur, Geschichte und Kultur. Aber die geistliche Situation sieht anders aus. Diktaturen, die kriegerische Vergangenheit und der Islam haben die christliche Kirche weitgehend ausradiert. In keinem Land gibt es mehr als 0,8% Gläubige. Hoffnungslosigkeit und Armut beherrschen die Region. Aber es gibt Hoffnung. Im Balkan gibt es kleine Gemeinden, die dafür brennen, ihr Land mit dem Evangelium zu erreichen. Aber oft fehlen ihnen die Mittel, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Hier wollen wir helfen. Wir unterstützen evangelistische Veranstaltungen. Diese beinhalten Verkündigung und persönliche Gespräche, um die Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten und Menschen zu erreichen. Wir finanzieren Gemeindegründer in ihrer Ausbildung und ihrem Dienst, wie zum Beispiel diesen jungen Mann aus dem Kosovo. Përshëndetje vllazën e motra në Krishtin. Jam Labe Adrenovci, I kam 25 vjet, vi nga qyteti I fushën Atina. Dhe unë këtë vit kam vendosur që jetën time të shkoj që të shërbej në kishën e Malishevës. Trainingsprogramme für Evangelisation und Leiterschaft befähigen Gläubige, die gute Nachricht weiterzugeben. In diesen Schulungen werden biblische Strategien und praktische Ansätze zur Evangelisation und Jüngerschaft vermittelt. Christliche Literatur und evangelistisches Material sind im Balkan Mangelware. Wir finanzieren den Druck und die Verteilung von Lehrbüchern, Traktaten und Bibeln, speziell für die jüngere Generation. Die menschliche Not ist allgegenwärtig. Durch evangelistische Sozialprojekte wird erfahrbar, dass Gottes Liebe keine Theorie, sondern gelebte Wirklichkeit ist. Besondere Freude ist es, wenn Kinder das Evangelium konkret erleben dürfen. Dazu unterstützen wir die Kinderarbeit in Quartieren mit einem hohen muslimischen Anteil. Dear brothers and sisters in Switzerland, God wants to do something beautiful here, and together we can accomplish His will. In ancient times, the Apostle Paul commends the believers in ancient Macedonia for their generosity towards those in need. And now we want to humbly ask for your generosity. You can empower us to advance the gospel to a whole new generation, reach the unreached, and share with them the saving story of our Lord and Savior, Jesus Christ. Would you do your part and join us in this mission? We send you much love and blessings from Macedonia. God bless you. So eine geniale Möglichkeit, um unsere Glaubensgeschwister im Balkan zu unterstützen. Ich möchte dir einfach die Frage mitgeben, geh doch mal ins Gebet mit Gott und frag Gott, hey, wie oder wie viel kann ich da unterstützen? Wir danken dir heute schon ganz viel mal für deine Grosszügigkeit für den 14. September, wenn wir das Erntedankopfer erheben. Flyer mit weiteren Informationen zum Erntedankopfer werden draussen verteilt oder du bekommst beim Connect Desk einen über. Dann, wenn du zum ersten Mal da bist, heute bei uns in Silberen, mega schön, dass du da bist. Du darfst mega gerne noch raus am Connect Desk vorbeigehen, dir ein Welcome Package abholen. Dort findest du Informationen und du lernst Leute kennen, die dir helfen, deinen Platz bei uns in der Kirche zu finden. Falls du da bist und du bist noch in keiner Kleingruppe mit dabei, möchten wir dich mega ermutigen, eine Kleingruppe zu suchen. Du hast hinter mir eine Folie mit einem QR-Code oder draussen hat es ein Tablet oder du darfst auch an den Connect Desk gehen und dort sind Leute, die dir eine Übersicht geben können über all die coolen Kleingruppen, die wir bei uns in der Gemeinde haben.
Wenn du jetzt heute Morgen da bist und du sagst, hey, mich hat noch etwas angesprochen aus der Predigt, ich würde gerne noch für mich beten lassen oder mich auch segnen lassen, dann darfst du auf der rechten Seite in den Ministry Corner vorbeigehen. Dort sind Leute, die einfach noch mega gerne dir so ein bisschen die volle Packung Segen mitgeben für die neue Woche. Und wenn du langsam Hunger hast, so wie ich, dann kommen wir zu einem weiteren absoluten Highlight. Und zwar hat unser Hammer-Bistro-Team Currywurst gemacht. Für 5 Franken bekommst du eine Portion über und kannst noch Gemeinschaft haben mit uns hier im Bistro. Genau, dann wünsche ich euch ganz ein schönes Wochenende noch und eine mega gesegnete Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.